Hütnis herzlich willkommen für eine neue und gut gefüllte Sendung von ADR Tele. An uns sind die Überschriften von dieser Emission. An der Edisonstraße zu Esch gehen die Leute auf Barrikaden. Zinter 2017 gise vom Bürgermeister verträgt, malo misdet endlich zu einer Verkehrsberuhigung an ihrer Straße kommen. Ein dringend Uleis von den Anwohnern, das von der lokalen ADR-Sektion unterstützt wird. Immer mehr Städte am Land kriegen preissteuerisch zu spüren und haben nicht einfach für die Runden zu kommen. Auch die Bauern keimen unter den immer mehr hohen Kosten für Energie und Futtermittel. Für die Situation zu entschärfen, gibt sich konkret Mesuren von der Regierung erwartet. Den 12. Mai 1987 war die Geburtsstunde von der ADR. Den Aktionskomitee 5/6 Pension für die Verein war lanciert. Wie hat alles angefangen und wo steht die Alternativ-Demokratische Reformpartei heute? Am Interview als der Gründungsmember und aktuellen Ehrenpräsident Gast Giberian. Dann holen wir Schmatt auf die letzte Edition von der Marche Blanche. Am Kader von einer neuen Serie belichten wir wichtige Momente von der Lützeburger Geschichte. Wir stellen euch den neuen Präsidenten von der ADR Nord vor. Und wie gewinnt gehen wir an die Chamber mit starken Interventionen von unseren Deputierten. Verkehrs- und Parkplatzproblematik an der Minetmetropole ist bekannt und hat sich an der Letzte weiter verschlimmert. An der Escher Edisonstraße sind Anwohner mittlerweile auf den Barrikaden. Das weil den CSV-Bürgermeister Georges Michaud sind 5 Jahre wichtige Doléanzen von den Bürgern ignoriert. Die Anwohner aus der betroffenen Straße halten nicht mehr still. Gefordert wird eine dringende Verkehrsberuhigung, mehr Parkplätze und damit auch nicht mehr Lebensqualität. Das sind probieren wir hier an der Straße einen Einbahnschuss zu kriegen oder respektiv Plätze Querparking zu kriegen, für das Leute können ein bisschen Ruhe leben, ein bisschen den Trafik gebremst wird, was aktuell nicht der Fall ist. Bin ja so am schlimmsten. Hauptsächlich geht der Ofen. Wie auf diese Fotos zu sehen, parken Oves regelmäßig Autos auf beide Seiten von der Wundstraße, ob schon, dass auf einer Seite ein Parkverbot besteht. Am Tag ist es so, dass die maximale Vitesse von 20 km/h tags nicht respektiert wird, eine nicht ungefährliche Situation für Fußgänger. Das letzte waren global ein Klick von 3 angestoßen gehen und das war schon haarsträubend. Das Auto hat natürlich dann nur noch getut und war eine Aufregung und sich bei einem Tor gekriegt. Aber Gott sei Dank ist weiter nichts geschieht. Und plus sind Leute, die kommen mit 50-60 geflohen und irgendwie gedenken Kante überrannt, das ist ein Straße, Shared Space. Irgendwie gedenken Kante überrannt, dann es sind der Meinung, dass ich als Bürgermeister für uns geredet werde, wenn so etwas passiert. Und wir sind alle Guten hier unzufrieden. Freitag, Samstag stehen die Autos auf 2 Seiten hier an der Straße. Was ich noch nicht verstehe, dass die Leute hier schon Jahre am Gange sind, haben sogar noch eine Petition zirkuliert, wo bei ganz Straße hier geschrieben wird, für das endlich etwas soll geschehen, etwas, was die Situation entschärft. Wir wissen einfach, unsere Hände kein Rot mehr. Und ich bin froh, dass der ADR sich für uns angesagt hat, für dass wir irgendwie eine kleine Chance haben, dass wir zu irgendeinem Ziel kommen. Merci. Die Escher Lokalsektion von der ADR bleibt auf alle Fall am Ball und fordert den Chefrat dringend ab, für den Trafik durch die Edisonstraße nach Schuss in eine Richtung laufen zu lassen. Und in dem Moment neue Parkplätze quisch aménagiert gehen, gerade wie just nebendran an der Stalingradstraße. Nee zu einer Impfpflicht und nee zum Covid-Pass, das ist nicht just die Position von der ADR, aber auch das Motto von der Marche Blanche. Den 13. Mai waren es rund 600 Leute, die am Cortège von der Philharmonie bis auf Plus gegangen sind. Hier sind ein Party Rede gehalten gehen, darunter die von Jean Hus, Gründungsmember von die Grünen und früheren Deputierten. Die hat deutlich gemacht, dass es komplett unverantwortlich von der Regierung ist, für ein Projekt Impfpflicht festzuhalten. Vor allem, weil es viel mehr Fälle von Nebenwirkungen bei den Covid-Impfungen gibt, wie die offiziellen Chiffren nicht weisen. Wissenschaftliche Etüden belegen, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt.
Das ist natürlich ein Problem, das sie nicht wissen. An ihrer ganzen Propagandageschichte passt das nicht daran, dass es Impfnebenwirkungen gibt, dass es schwere Impfnebenwirkungen gibt, dass die Leute nur den Impfungen sterben. Und wenn man da guckt, die ganz paar Leute, die die Analyse gemacht haben, sind da wirklich viel mehr die schweren Impfnebenwirkungen und sind auch die nur den Impfungen politisch noch gestorben sind. Aber mit so Impfstoffen wollen sie noch Führer fahren. Sie wollen Führer fahren, an dem sie am Platz Leben zu zählen. Die wollen gehen an der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die so korrupt ist, wie es nicht mehr geht, die zu 80% von der Pharmaindustrie finanziert hat. 80% von den sogenannten Stiftungen wie die Bill Gates, die Melinda Gates Stiftung, die Rockefeller Stiftung und so weiter. Der bekannte Spruch, den heißt, das Brot ist erst das Lied sind. Und im Moment sind die WHO just Leute von denen. Das heißt, jetzt ist eine Lesung für alle Gesundheitsprobleme, das impfen, boostern, und nein, kein impfen. Und das finden sie noch mehr, dass sie von der WHO mit Möglichkeiten und mit Macht gehen, über kleinere Wäsche, Decisionen zu holen, wo die Länder da kein Anspruchrecht mehr haben. Das sagt, wo sie wollen hingehen. Und da gehen da, muss sie sich wehren, und da sind wir heim. Wir sind hier gegen die ganze Impfpassgeschichte, wir sind hier gegen die obligatorische Impfpflicht, egal für wen, zu protestieren. Aber wir werden es nicht gehen, wir werden nur den nächsten Monat nicht gehen, wir werden noch viele Sachen organisieren, wo wir invitieren, hinkommen, ob es Manifestationen sind, ob es öffentliche Konferenzen sind mit Experten, mit Wissenschaftlern, mit Sinner oder mit Politologen, mit Soziologen und so führen. Die Sachen gehen nicht bekannt, gehen an den nächsten Monat, werden nach Wunsch, an dem sie laufen. Wir sind der Meinung, dass mehr als nicht in der Freie Werte los sind. Aber wir werden das führen. Und es ist so ein Heil von dieser Platz schon. Und es ist so ein Heil von dieser Platz. Und Wahnsinn, meiner Meinung nach wahrscheinlich reklamiert. Ich kann mich irren. Meiner Meinung nach wahrscheinlich reklamiert, die Impfpflicht wollen abfeiern. Es sollen hier los schon, ob der Madame Tans oder egal wen, Herr Bitte, ich kenne sie alle gut, sollen hier los schon, ich werde mich nicht impfen lassen, nur von der Impfpflicht machen. Und ich werde doch kein Tod. Und ich werde doch an die Stadtexpansion kriegen, werde sie nicht bezahlen, aber wenn ich dafür in Gebiet komme, dann gehe ich für Gebiet und werde ein großes Preis für ein Gebiet zu wohnen, die dann mal wenn ich die ganze Schwindel Plätze. Merci. De Bauer Gi Arend vun Niederfehlen mecht se Suegen iwwer die enorm Preisdeirech, die Produktionskächten an Lut dreift. Dobei sind Preiser fir Düngemittel am stärkste geklommen. Düngermittel kachte 5-mal so viel wie d'Lächtcher, die sind mittlerweile bei 100 € Ballo kommen. Den Sprit für einen Traktor kostet doppelt wie d'Lächtcher. Alles muss iwwer d'Stross gefauert gehen. Alles kostet Energie, aber wenn das so viel geht, da muss der Verbraucher sich erstellen, dass er verschiedene Lebensmittel Luxusobjekte gehen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Fleisch. So dat de Bauer schon ëmdenkt an aktiv dazu beidroe will, dat zu Lützeburg Sicherheit vun der Lebensmittelversorgung auch an Zukunft garantiert bleibt. Als Produkte sind heichfertig. Der Mangel an Düngermittel, der Hanoi Mangel an Rekolt, muss sich alt vorstellen, ob nicht als Bauer het besser andere Kulturen umzubauen für die nächsten Jahre, für die Sicherheit von den Lebensmitteln zu garantieren hier in Europa. Sie wird Grumpen, sie wird Käbers, Kürbissen. Auch was die Energiepreise angeht, wird der Bauer immer mit mehr Kosten zu kämpfen. Was hast du für die konkrete Forderung auch unter Adress eben vom Landwirtschaftsminister? Der Landwirtschaftsminister muss unbedingt nur denken, an auch als Wirtschaftsminister, für die Energiepreise für die Leute zu deckeln. Wenn die Energiepreise so viel laufen, da können als Leute sich geschwind etwas nicht mehr leisten. Der Krieg an der Ukraine hat es gewiesen, wie abhängig das Lützeburg ja noch ganz Europa und sogar die Welt ist von Importen aus denen zwei Ländern. Und man muss mal Zeiten dagegen steuern, weil sonst gibt Lebensmittel so teuer, dass man sie nicht mehr gestellt kriegen. Speziell als das für als Mannnermittel legt da noch Mittelabkommen, die packen das da nicht mehr. Muss ich noch wissen, dass die Ukraine die größten Exportateur ist von Rapsöl und noch von Sonnenblumenöl und das wird gebraucht für die Proteine, für Futtermittel, weil sie besten. In dem Sinne, da muss man mal Zeit dagegen führen,
Wenn wir zu viel lang werden, da geht es zu spät und da sind wir mal Marsch dabei. Eng vun de Lesungen ass déi fir d'Agrarflächen ernstchters ze nutzen wie bislo, an dem Sinn huet de Chef Engelen an der Chamber eng Motionun deponéiert. Für Dauergringland, da wo es Sinn möchte, da wo der Bauer verstehen, also wo doch möglich ist, das nicht überall möglich, für Dauergringland dürfen umzuploen, für da prioritär auf Kehren rüber zu gehen, weil man muss die Lebensmittelsicherheit garantieren, wenn man das nicht garantiert kriegt, da gehen sie Preise so hoch, dass die kleinen Mann sie nicht mehr gestellt kriegen, dann haben wir ein Problem. An der Chamber stung Zukunft vun der Sicherheit an Europa an d'Lëtzebauer Position am Kader vum Ukraine-Krieg am Mittelpunkt vun enger Interpellation vum Fernand Kartäiser. D'Ukraine hat Recht fir sich ze verdedeschen, an awer wär diesen armeeierte Konflikt inakzeptabel. Kriegsverbriechen, egal ob vu russischer oder ukrainischer Seite, missten opgeklärt an die Responsabel fir Gericht gestalt ginn. Der Fraktionspräsident huet dann normal deitlich gemacht, dat sech d'ADR aktiv fir e Waffestillstand a fir Friedensverhandlungen ersetzt. Dem gegenüber steht Politik von der Regierung. Sie ist aktuell leider lang op Konfrontationen ausgerichtet, also auf jeden Fall den Eindruck, den sie gibt, ohne sich viel Gedanken über die langfristigen Konsequenzen zu machen. Lützeburg liefert Waffen. Etwas, was die Grünen am Wahlkampf 2019 versprochen hatten, nicht zu machen. Wir machen uns damit zu einer Matt-Kriegspartei. Wir haben Sanktionen, die auch unserer eigenen Ökonomie und der Leute am Land können in ganz hohem Maß schützen. Wir alignieren uns politisch komplett auf als transatlantische Partner, die an diesem Konflikt aber vielleicht andere Interessen vertreten wie uns. Wo bleiben dann die Ambitionen für eine eigenständige europäische Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln? Beweise mir nicht gerade lo, dass all die Vorstellungen von einer europäischen Souveränität illusorisch sind. Wir wollen einen Trupp von 5000 Leuten aufstellen mit Vorsicht erlaubt. Für Wert, aber wie ging die da wirklich kommandieren? Wie Wertverhältnis dann zu der NATO? An der Europäischen Union wird eine Politik durchgezogen, die Staaten aus dem früheren Warschauer Pakt an enger Koordination mit unseren amerikanischen und britischen Partnern gesteuert wird. Hier gilt, auch die Länder haben nicht immer dieselben Interessen an dieselbe Agenda wie wir. Herr Präsident, es geht nicht durch, wie das Regierungen möchte, dass auch wir uns an der Garde à vous stellen, riskieren Blandemänner als Matt in Richtung von einem großen Krieg zu marschieren. An der Vergangenheit ist schon viel große Krieger damit angefangen, dass nicht mehr Zeiten gebremst, als es gegen Automatismen gewährt wird. Wir brauchen Diplomatie, auch speziell eine Lützeburger Diplomatie. Es war begrüßenswert, dass der Staatsminister probiert hat, den Kontakt auch an dieser schwierigen Situation mit der russischen Regierung zu halten. An dem Erfolg hat die Unterstützung von der ADR, und wir bitten Herrn Dummer nicht abzuhalten. Lützeburg hat eine historisch bessere Relation mit Russland wie viele andere europäische Staaten. So eine Chance, die wir in der Diplomatie nicht aus den Augen verlieren. Lützeburg soll sich klar an den Dienst vom Frieden stellen. Scharf Kritik dann, dat CSV regelrecht darüber pocht, dat d'Ukraine nach weiter massiv Waffen auch vu Lützeburg aus geschickt soll kreen. Wieso sie kämpfen für uns? Nee, ich will nicht, dass den anderen für uns kämpft. Herr Wiesler, wenn ihr mengt, der Kampf muss gefordert gehen, da geht du hin, feiert er. Wir lassen nicht die Ukrainer für ihren Kampf machen. Geht du hin, kämpft, da lassen nicht andere Leute für ihr kämpfen, Herr Wiesler. Holt ein Gewehr, geht du hin, wenn ihr es wollt machen. Herr Kartäiser. Wir bleiben an der Chamber. Hier ist der ADR am Gegensatz zu der Regierung nicht der Meinung, dass Lützebauer Spruch immer mehr geschwärzt wird am Land. Der Gegenteil ist der Fall. Situation als die, dass ich kann davon ausgehen, wenn ich optimistisch ist, dass hier am Land rund 400.000 Leute Lützeburg schwätzen können von den 630.000 Einwohnern. Das sind also 200.000 Leute, die nicht können. Dabei kommen dann eigentlich gut über 200.000 Frontalien, die meistens auch kein Lützeburg schwätzen. Das sind also rund 400.000 Leute, die sich hier im Territoire alltag bewegen, okay, Lützeburg können. 400.000. Es wird immer davon geschwärzt, dass so viele Leute an Lützeburg Kurse gehen. Aller Respekt für die Lützeburg lehren. Aber es sind doch die, und es geht doch nicht um 1000 es sind doch die 10.000 all Jahr. Von 400.000. Also knapp 2,5%
von denen die Spruch nicht können. Oder umgedreht, gute Krack über 90% von denen die Lützeburg können, gehen noch nicht an Lützeburg kuren. An die gehen, wissen wir alle gut, du hast einen großen Teil für die Nationalität zu kreieren. Dadurch verschwindet Lützeburg immer mehr an der Arbeitswelt und das auch, das geht um weit führen, sogar beim Staat. Dafür weiter froh, wie eine Maßnahme ergreift heute die Regierung für mehr Leute zu erreichen und sie dazu zu motivieren, ein Incentive zu machen, für die Leute zu bringen, an Kuren zu gehen. Dat de Gruppe RTL iwwer de Konzessionsvertrag vum Staat eng finanziell Hëlle vu bal 100 Millionen Euro bis 2030 krit, dat mist fir d' Reformpartei und dann alle vu wichtesche Kriterien geknappt ginn. Effektiv erfüllt RTL eng wichtig Aufgabe, eng Mission de Service public. An do hier also doch wichtig, dat qualitativ heichwertig Programme gewiese gin, a qualitativ heichwertige, a pluralistische Journalismus gemerket. Da das kommt der Party von der Finanzierung durch die Allgemeinheit. Den Urspruch zu respektieren, das umso mehr wichtig, wie die Murch, die RTL ausübt und ausüben kann, dat in den nicht unterschätzen. Medien allgemein an der Gruppe RTL am Besonderen dezidieren finalement, was für Themen wichtig sind, was auf der Agenda ist. Den Agenda-Setting leiit an hireieren hen. Geféierlich gëtt am Framing. Wat fir en Deelaspekt vun engem Thema gëtt an de Vordergrund stalt, a wat fir en Interpretationsspielraum suggeriert. An dat ass besonders schlimm, wann dann Alternativ-Frames fehlen. De Bierger verléiert Bewusstsein, dat Berichterstattung perspektivisch ass, an de Sachverhalt net am Ganzen aufdeckt. Hier krit e Meinungsklima-Bad. Steht nicht mat Menge enge andere Idee hanumen allein do, as Meng Position hanumen moralisch verwerflich, weil ich dat so suggeriert kriege. Wir will schon ernst sinn wie die Majorität. Wie soll man schein zu Lützeburg mehret wie Leid, da geht der wie Leid. Mir als der hoffe, dass die versprache Meinungsvielfalt, der Pluralismus, die eierlich a qualitativ heichwertig Berichterstattung net eitel wieder bleibe. An die Hoffnung gëtt getrübt. Wann den Aussohn heiert vun enger RTL-Journalistin an engem Kommentar, den zum Beispiel über Sozialmedien geht, das Medien wäre gefeierlich, und ich zitiere nur wortwörtlich, weil in do kann schreiben, was will, ohne von den Journalisten zensiert zu gehen. Ich denke, da muss gewisse Leute hier Jobdescription lesen. Hier Aufgabe ist nicht zu zensieren. Hier Aufgabe ist zu recherchieren, zu informieren. Mir ganz bestimmt nicht Meinungen zu zensieren. Wir hoffen also, wie gesagt, dass RTL versteht, dass das Servicepublik nicht besteht, für die Bürger zu belehren, nicht für ihn zu erzählen, aber schon gar nicht für seine Meinung zu manipulieren. Wir gehen nochmal zurück an Deislik, erstellen erst den neue Präsident von der ADR Norde 4. Dem möchte sich sorgen darüber, dass die Gesundheitsversorgung von den Anwohnern von Dorven immer mehr zu wünschen übrig lässt. De Michel Lemaire hat rezent den Präsidentenposten von seinem langjährigen Vorgänger, dem Norddeputéierte Jeff Engelen, überholt, dass die Maternität zu Ettelbrück wenn's mangtem und medizinischem Personal ein paar Monate lang zugemacht ist, weist seiner Meinung nach, dass die Leute aus dem Eisleck als Nesenkeier benoteiligt sind. Norricht dass Maternität zouugemacht gëtt, déi kom effektiv fir vielleicht überraschend, wie wenn man es Gesundheitspolitik vun de letzten Jahren, ich gebe bald so Jahrzehnten ugucken, war het net so überraschend, weil den haie Problem los spezifisch fir Ettelbricker Maternität, die war schon 4 Jahren gewusst. Und wir wissen, dass strikte man neicht in der Hol gouf. Wisser die ganze Diskussion im Zumachen vun der Maternität, du ass auch ein gewiss Heuchlerei dabei. Mir hu Politiker, die zum Beispiel, die sich an enger parlamentarischer
froh ganz überrascht gewesen hun, dass Maternität so geht. Dabei setzen die selbisch Politiker am Verwaltungsrat vom Spidol an hun die Decision sogar matt gedrohen. Und ich meine, wenn ihn einfach Lommel allgemein guckt, über das letzte Jahrzehnt so nicht Lommel Gesundheitsversorgung am Norden, da muss ihn einfach ganz klar sagen, dass sich die verschlechtert wird. Ich gebe ein Beispiel 2012, was zum Beispiel die Wölzer Maternität so gemacht hat. Das war eine Maternität, die einen exzellenten Ruf hat, wo teilweise leider aus dem Ausland kommen sind, für dort zu akkuchieren. Die hat müssen so man immer mehr Service also vom Wölzer Spidol und Dattelbricker Spidol übergegangen. Und du musst ihn einfach so, ich meine, wenn ich lo von Klief ist, dann muss ich bedenken, so sind die Leute von Klief auf Wolfsgang für zu akkuchieren, dann von Klief auf Ettelbrick, also müssen sie von Klief an den Staat gehen. Das ist einfach eine Situation, die nicht gut ist und die einfach auch der Politik, die man in den letzten Jahren hatten, zu verschulden ist. Das muss ich ganz klar sagen. Die Regierung wurde doch verpasst, für das Spidolsgesetz der demografischen Realität am Land anzupassen. Den Hauptproblem bei dem Spidolsgesetz ist, dass das Regierung einfach beit an fest so mischt, wenn es im Fürstemsdebatt geht. Wir haben einen demografischen Rekordfürstem und auf der anderen Seite haben wir ein Spidolsgesetz gestimmt, was der gesetzliche Kader setzt, den einfach völlig unzureichend ist für die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Wir haben zum Beispiel bei den Spidelen unterschiedliche Sorten von Betten. Wir haben Langzeitbetten, wir haben Akutbetten und die Zahl von den Betten ist an dem Spidolsgesetz an engem lächerlich geringem Moos an die Luft gesagt gin. Aner Better se sogar noch aufgebaut gin. Ich meine, das kann nicht einfach nicht sein, dass wir auf der einen Seite wissen, dass wir konfrontiert sind mit Zahlen, wo all Jahr bis zu 13.000 neue Residenten haben und auf der anderen Seite gibt es strikt immer nichts gemacht, am Spidolswürden für die Infrastrukturen auszubauen. Und am nämlichen Atemzug will ich da sagen, dass da die ER am nämlichen Atemzug, wie gesagt, eine Gesetzesproposition an der Chambre deposiert haben, wo wir all die Probleme Fall für Fall abgelöscht haben, wo wir gesagt haben, wir brauchen mehr Infrastruktur, wir brauchen mehr Personal, aber wir müssen für allem besser massiv an die Luft setzen, wenn wir da konfrontiert sind. Und da muss ich einfach sagen, von all den Proposen, die wir als ADR gemacht haben und die morgen in der Chambre deposiert haben, als strikt immer nicht zurückbehalten gehen. Das weiß einfach, wie komplett berodungsresistent auch an dem Fall die Regierung einfach ist. Den 12. Mai huet d'ADR ihren 35. Geburtstag gefeiert. A fir den Geburtstag zu kommentieren begrüßen ich den Ehrepräsident Gast Chiberien. Wie ass d'ADR hat Demos entstanden? Wusste dat die noch immer so gut am Kap Gast wie dat Demos gangen ass. Dat war ja net geplant fäng Partei zu gründen. Ja, ich mein, selbst vergessen den nie am Leben. Ich gif mein, dat war am eng ganzen gewerkschaftlicher politische Lewe war dat am Fong die größten Aktion, die ugehalen huet doch die ich am eng Lewe gemet hun. Und zwar waren am Fong an den 70er an den 80er Jahren als am Anfang die gewerkschaftliche Umstrukturierung. Kom Freie hatte man rein Arbeitergewerkschaften a Privatbeamten, der LAF, den LCGB, an die Gewerkschaft, wo ich hier komme, den Handwerkerverband, das waren Arbeitergewerkschaften. An daneben hat man FEP, an Taliban waren es rein private Gewerkschaften sind. Und mit der Gründung vom OGBL, also am Anfang von denen typische Gewerkschaften, ob Salariatsgewerkschaft übergegangen, wo dann eben Arbeiter, Beamten, Funktionären, alles an enger Gewerkschaft war. Den LCGB hat sich auch umstrukturiert, ob eine Salariatsgewerkschaft, an den Handwerkerverband, den NHV, als ob den NGL übergegangen, auch eine Salariatsgewerkschaft. Wir haben aber festgestellt, dass damals zwei Großblick entstanden sind, das war OGBL und das war LCGB, und dass den als Einzelgewerkschaften nicht Kind eng Zukunft gesinn. An dafür war die Idee für da kann man machen aus den Gewerkschaften, die lo nach do sehen, dat war dann eben den NGL, et war der Rechtfab und war Taliban, für do eine Konföderation zu machen von den drei Gewerkschaften, einen dritten politisch neutralen Block. Und das war auch so zwischen den drei Gewerkschaften, von der FAB war der René Merten Präsident, auch von der Aliba war den Eugene Storch. Und wir waren uns eins, dass wir das gemacht haben. Wir mussten aber etwas machen für unsere Membern zu weisen, dass wir etwas zusammen fertig bringen. Und du hast die Idee entstanden, weil darüber ja schon politisch 10 Jahre geschwärzt gehen, als mit der Rentenungerechtigkeit zwischen privaten und öffentlichen Sektor. Du hast gesagt, da kann man machen etwas
für die Rente gerecht gehen. Und du hast die Idee kommen, 5/6 Pension für GD. Den Aktionskomitee. Nee, noch nicht den Aktionskomitee. Das ist aber kurz zu Nuko. Das ist nicht Nuko. Und du hast den Eugen, das ist der springende Punkt, du hast den Eugen Stoch, das war der Präsident von der Aleba, den hat der Kommuniqué geschrieben. An drüber Stung Aleba, FAB, NGL, an die 3 Gewerkschaften sollten unterschreiben. Das sind dann hier gegangen, dann hier gegangen. An der René Merten hat alles eine andere Ursache für nicht zu unterschreiben. Und zum Schluss sagte, nee, wir als FAB mir unterschreiben einfach nicht. Und du sagst, Eugen Stoch, da können wir auch nicht unterschreiben, weil wir haben über die FAB nationale Repräsentativität für den Finanzsektor zu legen. Und du waren mir nach allein. Und du mir dann einfach die Kommuniqué, die von der Aleba geschrieben war, wo mir eine NGL rausgehen. Darüber war eine immense Resonanz, was ich nie erlebt habe. Du hast das nicht gesehen, und so viele Leute bei Kommuniqué reagieren. Und du hast gesagt, da kann man machen einfach einen Abruf, und wir rufen nur Leute zusammen, was wir da machen. Und du sind Leute von allen Bohren, kommen sogar den LGB, von dem uns am Konflikt dabei. Es waren Privatleute, es waren auch Assoziationen wie den FLB, wie der Rentnerin, Invalidenverband, die alle gekommen sind. Und da kann man gerade mal ein Aktionskomitee für eine 6. Pension. Und du hast die hier einen Lauf geholt, wir haben eine Petition gemacht, wir haben eine Manifestation gemacht, wir sind bei den Parteien gegangen, wir sind bei der Regierung gegangen. Und du kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, weil nichts geschieht, da gehen wir als Aktionskomitee an die Wahlen. Und dann hat die Regierung an letzter Minute dezidiert, Pensionen am Privatsektor neben dem Ajustement 5% zusätzlich zu argumentieren, für als ruhig zu kriegen. Aber es hat ein Gesetz geschrieben, die 5%, das wir nehmen eine Avance, aber den 5 nächsten Ajustementen müssen am Altes 1% aufgezahlt. Das heißt, die wären immer 4 Schuss, aber nicht definitiv. Und du musst die Gag muss man nicht mehr das machen, logisch mal am Fallen. Du hast direkt nur die Wahlen ein Gesetz kommen, dass die 5% definitiv war. Mit das war du schon als nächsten politischen Erfolg an der Chambre. Voilà, von 1989 schon warst du auch direkt vorbei an der Chambre als Deputierten. Wenn du heute zurückguckst, du hast ja eine lange politische Karriere an der Chambre, allmensch kennt dich noch am Land. Und, was war wirklich der größte Succès zusammen mit der ADR? No, ich meine, das war als nächster Punkt, Rentegerechtigkeit. Ich meine, muss ja wissen, dass Jahrzehnten das Sujet immer diskutiert wird, mit keiner Partei, die die Courage hat, für das umzutreten. Wir hatten dann eben dem Aktionskomitee für eine 6. die Courage. Es muss ja noch so, dass derzeit die Situation ganz gespannt war zwischen dem Privatsektor und dem öffentlichen Sektor, weil der öffentliche Sektor nicht zu Unrecht doch Risiko daran gesehen hat, dass sie Kinder an dem ganzen Entwicklung verlieren. Du hast dicke Boutique, wie ich kann so, die waren sogar andere Familien zwischen Privatsektor und öffentlichen Sektor war Streit. Mehr als Idee für die Rentegerechtigkeit durchzusetzen, das also größten Erfolg, weil den 1. Januar 1999, das ist das Stichdatum, das war also 10 Jahre, nachdem wir an der Chambre waren, war die Rentegerechtigkeit zu Lützeburg Realität. Das heißt, vom 1. Januar 1999 an haben wir nicht mehr ein Rentensystem am Land. Jeder bezieht dieselbe Kotisation, jeder kriegt dieselbe Ajustement, jeder kriegt seine Pension selbst berechnet aufgrund von den arbeitswelten Kotisationen. Just die Funktionäre, die vor dem 1. Januar 1999 beim Staat oder bei den Gemengen oder assimilierten Sektoren waren, die haben Übergangsbestimmungen gekriegt über 25 Jahre, wo die 5/6, die 83,3% degressiv raufgehen. Aber alle die am 1. Januar 1999 an die Fonction publique rakommen, sie sind an demselben Rentensystem wie am Privatsektor. Und dabei muss ich wissen, dass auch an dem ganzen Zeitraum Renten aus dem Privatsektor massiv geheischt sind. Ich denke noch vor allem bei den Bauern, die du mal eine Pension kriegen, wo alle Bauern hautnah fest, dass sie der ADR da zu verdanken und auch Bauern fragen, dass da wirklich Pensionen geschult zu gehen. Und ich meine, das war die größte Erfolg, die wir hatten, dass wir als Idee bei den 10 Jahren integral durchgesetzt haben. Natürlich war das auch ein großen Succès. Noch just kurz am Schluss, wo steht der Haut, wenn ihr so guckt, der könnt im Moment auch ganz gut draußen beide Leute, weil sie sich auch traut, andere Meinungen zu so an den Fanger an die Wunde zu legen. Ja, ich gebe Mengen
Geschichte von der AD, der ist am Anfang 3 Wahlen abgegangen, 4 von 7 Deputieren, du hast raufgegangen. Die letzte Wahl haben wir angefangen abzugehen und sind ganz optimistisch für die nächste Wahl, weil als Equipe, die da steht, mit all den Leuten rundherum, die möchte ein formidabel gut Arbeit. Und da sind wir gesagt, wenn der Gast abhält, da geht da die AD auf. Nee, ich meine, es wäre vielleicht gut, dass ich mal Zeiten abgehalten, dass die Equipe auch 3 Jahre Zeit hat, für die Wahl für sich anzuschaffen. Ich kann nicht mehr mit eine unheimliche Satisfaktion feststellen, wie der Ferner Karteiser, den Fred Kuyp, der Jeff Engel, der Roy Reding, an die ganze Equipe an dieser Partei rundherum Mannschaft. Das ist formidabel, sie machen eine gute Arbeit an, wenn sie so weiter schaffen bis bei den nächsten Wahlen, das ist mir gut nicht Angst. Das muss ich noch wissen, sie stellen heute nach die einzige Partei an der Chambre durch, die auch das sieht, was die anderen Parteien nicht so und an sich nicht trauen. An sie als RDR geben mir haut alle Leute engstimmen, auch die Leute, mit denen man nicht auferstanden sind. Wir sind mit der Meinung, dass an einem demokratischen Staat, in einer pluralistischen Gesellschaft nicht kann sehen, dass jeder muss das selbst notzählen, was irgendwie von einer Reihe von Leuten entwickelt oder an die Welt gesagt wird, mit der sich muss man einen kritischen Geist mit allen Themen auseinander. Und da muss allen Menschen auch recht tun können, seine Meinung so. Und das tun wir auch an der Pandemie ganz deutlich in der Strache, wo wir gesagt haben, wir sind für eine Impfung mehr verstehen, und wir unterstützen auch die Leute die Meinung, die gegen eine Pflichtimpfung sind. Und ich meine, die Rolle, wir sehen viele Leute, dass da die nicht mehr an der Kader von der Pandemie, aber mehr auf vielen Themen einfach eine andere Meinung auch mit an Diskussion ranbringt, was enorm wichtig an einer Demokratie ist. Und noch etwas, was ich will so, was ich immens viel Satisfaktion feststelle, zum Schluss, das ist, wie man als von einer Sechstel gegrenzt ist. Du siehst mir hauptsächlich von älteren Leuten, die an der Pension waren oder die schon einen Blick auf Pension geworfen wurden, unterstützt gehen. Man hatte keine Juren an der Dice. Aber wenn ich heute gucke, wie Juren bei einer Partei können, das ist immer richtige Weg, am Monat fertig wurde von einer echten, früheren, reinen Rentnerpartei, die just Sujet hat, haut zu einer wirklich einer Volkspartei, wo in all politisch Meinungen dran rümpfen, mit die aber ein klare Linie hat, eine klare Ideologie vertritt, an die dummer der Menge nicht, wenn sie dem Weg bleibt, kann man Hoffnung an ganz positiv an Zukunft gucken. Moin, mein Name ist Maximilian Voroschillo und ich bin Präsident von der Adrenalin der Juncker ADR. Als Jugendpartei setzen wir uns für allem für eine abgeschlossene Jugend an. Wir wollen mehr Individualität und minder ideologischen Kollektivismus, die sich für allem immer mehr verbreitet. Sie wird an den Schulen oder sogar auf der Arbeitsplatz. Wir sind die responsabel. Jid Verein gegen die wir Jid verrengen. Wir unterstützen Leute, die gerne sich selber schaffen, sich aufbauen wollen und für allem sich verbessern wollen. Wir stehen für Sicherheit und Freiheit, so dass sie sich auch als Jungen samstags um 3 Uhr am Morgen hier an der Stadt noch immer sicher fühlen. Für ein kultiviert, individuell und zukunftsorientiert Jugend. Falls du dich für Politik interessierst an uns Uleis auch Dingen entsprechen, dann geh auch du mal bei uns auf adr.lu. Mam Ukraine-Konflikt das Gefahr vun engem gräsere Krieg leider nicht zurück europäische Kontinent. Wir machen einen kleinen Rückblick an Geschichte, wie als Land ugangs September 1939 an den Zweiten Weltkrieg Madrage zu gouf. He waren Dawunner aus dem 3 Ländereck rund Schengen, die die Kriegshandlungen direkt zu spüren kruten. Ich proposiere hier für einen Ausschnitt von einem Dokumentär aus den 1980er Jahren vom René Flamand. Der 5. September, mittags um 3 Uhr, als Schengen die erste Lützeburgische Ortschaft, die wenn's die Kämpfe zwischen Frankreich und Deutschland evakuiert wird. Den 15. September 1939, kurz nach 9 Uhr, als die Schengener Brücke gesprengt ging von deutschen Pionieren. Da war eine gewaltige Detonation, die ihn am ganzen Moseldal hören hat. Und wie durch gewonnen sind nur 2 Leute durch die Stänge, die rübergeflogen sind, blessiert gehen. Die Materialschuld zu Schengen selber, die war ganz bedeutend. Ich feiere diese Sprengung darauf zurück, dass den dafür drin, der 14. September, die Franzosen einen massiven Angriff auf Perl geholt haben. Sie sind damals mit Panzer
und zeitweilig schon in Erdsteck a Betrieb gesinn. Und sie hatte schwere Artillerie, und sie dabei angesagt, die a Perl angeschlossen sind, die Granaten. Es war eine massiv Schießerei, und für den überall die Aschle, wo man stehen, a Perl gesehen, die Champignons, die an Blut gegangen sind. Und dabei haben wir die Order geholt, als Spanien uns auf Remerschen zurückzuziehen. Los ma hoffen, dat den Ukraine-Krieg net eskaléiert, an dat op diplomatischem Wee nach eng Lesung ka fond ginn. Mir ha vun ADR Tele so nech Merci, dat Dir mat dabei wärt. Dir kënnt eis Dock an op per TV kucken. Denk doch run fir regelméisseg op eiser Internet an op eiser Facebook-Seite informéieren. Läuft gesund, Eddie